Grüß euch benannt und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Ja, meine lieben Hassverbrecher und Hassverbrecherinnen. Es war ein bisschen Start. Jetzt hat er was rausgeschissen auf TikTok. Weil wir alle wissen, ja, jetzt wo er sich rasiert hat, geht er wieder als 16-jähriges Mädchen durch. Dann kann er TikTok-Content machen. So. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch gehört, vorhin mitbekommen, da war ich noch nicht daheim, dass ein Stream gemacht wurde. Ich bin gespannt, sobald der re-upped wird und ich mir die Scheiße nicht bei ihm anklicken muss, dann gibt es das Met, so frisch wie geht. Wahrscheinlich morgen. Und dann werden wir nicht lange umeinander und gehen wir ein Rainer. Ja, nein. Hier oben. Okay. Hier sind die Fragen. Vermisst du dein Haus? Bruder, schau ihn dir an. Schau euch. Ich sag immer, der soll sie den Bart bloß stehen lassen. Der soll sich den Bart bloß stehen lassen. Möglichst wenig Gesicht zeigen. Das ist Okay, ob er sein Haus vermisst? Offensichtlich nicht. Vermisse ich eigentlich nicht. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich jetzt los bin. Ich hätte sowieso früher oder später auch abgerissen. Mal gucken, wo ich überhaupt hingucken muss, wo die Kamera ist. Bin 10 Jahre Profi-YouTuber. Wo ist meine Kamera? Ach ja, da. Jeder Frame an ihm. Ja, er ist froh, dass er sein Haus nicht mehr hat. Weil er hat es irgendwann selber abgerissen. Alter, wie scheiße Brunn. Jeder andere Mensch auf der Welt wäre froh gewesen, wenn er so ein Haus geerbt hätte. Jeder Mensch. Großes Haus, großer Hof, Stadel dabei, Klumpzeug, ein bisschen Mühe reinstecken, das da halten. Jeder. Nee. Ja. Bin froh, dass ich los bin. Oh, meine Fresse. Nee, ich bin lieber obdachlos und wohne im Ranger. Das ist alles viel besser. Und er hätte das selber abgerissen. Ja, Rainer, du hast 10 Jahre lang dein Bestes getan dafür, dass du es fast selber abgerissen hättest, weil es halt, also, ja, schon kernverschimmelt war. So wie du an die Füße und an die Zähne. Und viel Mühe haben die beim Abriss an nimmer gehabt. Er ist froh, dass das hauslos ist. Da kann die schon wieder speimen, könnte da. froh, dass es weg ist. Und dann dieses blöde Augenbrauen nach oben ziehen. Schaut es euch nochmal an. Wo muss die Kamera ist. Bin froh, dass es weg ist. Da war's. Ich hab mein Haus ruiniert. Mit Anlauf. Mit dem Rohrstock. Okay, das ist das zweite TikTok. Es sind mehrere TikToks zusammengeschnitten. So. Ja, die Frage ist, was für ein Video hast du hochgeladen, wo du aber zuerst nicht hochladen wolltest? Also, wo er nicht hochladen hätte sollen? Alle. Es gab im Laufe der Jahre viele Videos, die ich eigentlich nicht hochladen wollte und dann doch hochgeladen habe. Ja, weil du selten dämlich bist. Ja, ich wollte das eigentlich nicht hochladen, aber dann haben wir gedacht, gibt ein paar Barne. Ja, hauen wir wieder raus, die Scheiße. Genau, kann ich dir dazu gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber doch, es gibt ein großartiges Video, das du besser nicht hochgeladen hättest. Leute, schaut's beim Heiligen Ofenkäse, der hat reagiert auf sein Rant-Video gegen die Pinea, ich glaube von 2020 oder was das war. Wo er, das war eins von diesen berühmten, die machen ihren Job nicht und wenn bei bestimmten Leuten lege ich sofort auf Ding. Da hat der Ofenkäse ein sehr gutes Video gemacht und da musste er permanent, also Met Level 10 von 10. 100 Met 80. Es gibt so viele Videos. Ja, alle, Rainer, alle. Oh. Ja. Welcher Film war der letzte, den ihr euch angeschaut habt?
Keine Ahnung, Hashtag irgendwas. Schwierig. Sehr schwierig, Rainer. Ist alles sehr schwierig. Ziemlich viele Filme zwischendurch immer und ich glaube, der letzte, den ich mir angeschaut habe, war ganz klassisch eigentlich, ein Bud Spencer und Terence Hill Film. Ich glaube, Ein Bud Spencer und Terence Hill Film hat er sich angeschaut. Findet er toll, nicht deshalb, warum alle anderen die toll finden, sondern er findet das toll, weil er ist ein dicker Mann, der vielen Leuten auf die Fresse haut und keine Konsequenzen dafür zu befürchten hat. Auch die Zähne wieder. Die Zähne. Oh, meine Fresse. weiß ich nicht zu bremsen. Ich weiß es gar nicht genau. Und Gesichtskirmes ist auch wieder am Start. Auf jeden Fall war es ein Bud Spencer und Terence Hill Film. Kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Ziemlich geil. Ja. Ist auch vielleicht der dreizähnige Piet, der Freibeuter von Franken. Ansonsten habe ich neulich auch 10 Dinge, die ich an die hasse, angeschaut. 10 Dinge reichen bei mir nicht, wenn ich mir das da so anschaue. Hobby ist eigentlich ziemlich schwierig, weil ich nicht Weil du keine Hobbys hast. im YouTube, meinen TikToks und Videos und Streams ja eigentlich nichts anderes mache. Ich finde alles scheiße. Was ist mit sinnlos Geld verprassen, dein Haus verkommen lassen, Leute beleidigen, Leute schlagen, rumbrüllheulen, in den Tiergarten gehen wegen große Wassertiere und so? Eigentlich genau genommen sind ja das meine Hobbys. Nee, ich hätte gedacht, das ist dein Beruf, Rainer. Du hast doch immer erzählt, dass das dein Beruf ist. Dass du da deine Freizeit opferst, um für die Leute guten Content zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin früher sehr gerne wandern gegangen. Auch wenn ich nicht so aussehe. So siehst du nicht aus und das ist halt auch gelogen. Moment, ist das jetzt spiegelverkehrt oder hat er sich da irgendwie ein Tic-Tac reingeklebt, bevor er die Zahnlücke war? Hat auch in den letzten Jahren ziemlich nachgelassen. Du hast immer nachgelassen. Du bist auf die Welt gekommen als... Ne? Und von da an ging es bergab. Aber darüber hinaus ganz unterschiedlich eigentlich so. Rainer, zieh mal die Oberlippe hoch. Ich will sehen, ob das spiegelverkehrt ist oder ob du tatsächlich einen Tic-Tac reingeklebt hast. Ja, keine Ahnung. Früher bin ich sehr gerne Fahrrad gefahren. Er ist nie sehr gerne Fahrrad gefahren. Rainer, jemand, der permanent gerne wandern geht und Fahrrad fährt, sieht nicht so aus wie du. Auch nicht vor 10 Jahren. Auch nicht vor die Haters. Nein. Musik ist natürlich eines meiner größten Hobbys. Musik, genau. Ich hoffe bloß, ein bestimmtes Genre sparst du dir, weil, wie gesagt, du hast Metal-Verbot. Und vieles in die Richtung. Also eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat. Sport bin ich ja nicht so begeistert. Na, ohne Scheiß, du bist nicht so sportbegeistert, das liegt mir da gar nicht an. Filme, Fernsehen, Anime ist natürlich ein großes Hobby von mir. Ja, Animes, X-Hamster, Wichsen. Und darüber hinaus habe ich eigentlich nicht viele Hobbys. Im Internet provozieren, bei der Polizei anrufen, das sind zumindest die Sachen, die du am meisten gemacht hast in den letzten 10 Jahren. Würde ich schon als Hobby zählen bei dir. Ach, wie alt schaut ihn euch an? Ein schöner Mann. Ich habe auch kaum Hobbys, die eigentlich Geld kosten. Nein, er hat keine Hobbys, die irgendwie Geld kosten. Prall mit deinem Auto in der Gegend umeinander fahren, kostet viel. Auto kostet auch sehr viel. Sinnlos damit in der Gegend rumfahren kostet noch mehr. Deine Zockerei, hier mal wieder 100, da mal wieder 100. Du hast 1033 Spiele auf Steam und du flexst doch mit deinem ganzen Scheiß, kostet alles kein Geld. Mal abgesehen vielleicht von den Kosten für Anime, Crunchyroll und ähnliches. Im Übrigen, Fressen kann man bei dir auch als Hobby wählen. Gut, so wie ihr herausgefunden haben dürftet, habe ich jetzt herausgefunden, dass man auch so eine Frage-Antwort-Funktion hat bei TikTok hier. Ich frage mich, wie lange er dafür wieder gebraucht hat. Ich komme immer noch nicht klar auf die nicht rasierte Fettfresse von dem. Pur. Lass dein Kohlrabi wachsen, niemand will das sehen. Es wird also in der nächsten Zeit öfter dazu kommen, dass ich öfter mal sowas auch in die Richtung mache. Also freut euch auf mehr Aktivität auf TikTok. Ja, da freue ich mich richtig drauf, auf mehr Aktivität auf TikTok.
Ui. Ja. Also kurzer Auftritt. Mit diesem Bild von einem Mann. Also Bild insofern, keine Ahnung. Wenn du einen Picasso hast und 50 Kenner drauf geschissen haben, dann kriegst du das Bild von einem Mann, aber es nichtsdestoweniger, Kunst ist Kunst. Und ja, wir sind am Ende dieser Unsäglichkeit. Wir können uns freuen auf seine TikTok-Geschichten. Da freut er sich vor allem auch ganz besonders drauf, weil da muss er sich noch weniger Mühe geben wie bei den richtigen Streamers. Aber auch der richtige Streamer wird geliefert in Bälde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich sauber drauf, was ich so mitgekriegt habe. Soll der Met-Level schon wieder sehr hoch sein. Und mal schauen, ob er wieder nicht über die Hater spricht. Vor allem nicht über die er angebrüllt heult hat, irgendwie durchs Autofenster oder wo er da die Bank angefahren hat. Die ganzen Geschichten. Ich hoffe, dass das als Thema wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir hören uns. Servus.